Diese Generation, die sind ja auch schon fast alle verstorben hier, nicht? Im Dorfe. Ja, sind ja, also, es sind ja ganz wenige, die noch in der Tracht sowieso rumlaufen, nicht? Ja. Sind ganz wenige, die in der Tracht rumlaufen. Die kann man noch zählen jetzt. Früher, meine Mutter ging auch in der sorbischen Tracht. Die ging auch, ja. 3 Mal ging man so in der Tracht in die Kirche. Das war Gründonnerstag, Karfreitag und Ostern, ersten Feiertag. Muss man in die Tracht, was wir anhatten, 3 Mal gehen in die Kirche. Sonst nicht? Ja, sonst auch, aber in der Tracht, die wir angezogen, das war doch andere Tracht gewesen. Ihre Schwester ging, glaube ich, auch irgendwann nicht mehr in Tracht, oder wie war das? Ja, die erste Zeit ging es in Tracht, aber nachher... Die erste Zeit heißt bis wann? Naja, also ungefähr... Wie alt sie war, oder? Also, die hat die Tracht lange gehabt, davon abgesehen. Auch dann später auch noch, aber ist eben nicht gegangen. Weil wir eben... Mein Vater hat gesagt, ach, mit der sorbischen Tracht, wenn wir dann irgendwo weggefahren sind, jeder hat gefragt, ja, Mensch, und dauernd wird man belästigt. Also es gab dann schon solche Fälle? Ja, also, meine Mutter, die hat gesagt, ach, welches Kinder, weil sie nur sorbisch waren. Dann meinte er, ja, das fehlt bloß noch, mein Vater meinte, es fehlt bloß noch, dass das Mädel auch noch, also meine Schwester, die Hanni, dass sie auch noch sorbisch geht. Dann stehe ich gleich bloß noch angehalten. Weil meine Mutter, die ist ja nur sorbisch gegangen. Ja. Die ist auch noch in die sorbischen Lumpen rumgegangen. Ich bin auch sorbisch gegangen, wo ich ihn kennengelernt habe. Ja. Ich bin ja in die Schule nur sorbisch gegangen. Sie hatten auch diese hübsche Kindertracht, diese... Ja, und die Haube und so alles, ja. Hat man gehabt, ja. Und ich bin noch zu Hause, bin ich noch gegangen, wo ich ihn kennengelernt habe. Da bin ich auch noch so zu Hause, die Tracht. Da waren Sie wie alt? Naja, wie alt ist man? 22, 23, ja. Also wenn Sie hier zu Hause waren, haben Sie dann auch noch... Die Tracht, ja, die Haustracht, eben nicht so fein, aber eben den Rock und die Stütze und so. Jacke. In dieser Ecke war die schwarze Tracht. Das waren die Ärmsten der Armen. Die sind alle in Schwarz gegangen. Der Spreewald, die waren wieder etwas reicher gewesen. Da sieht man das Bunte schon mit drin. Oder Bautzen auch das Bunte schon so ein bisschen mehr mit. Ne? Die Frauen hatten ja alle nur alles in Schwarz gehabt, eventuell mal eine grün-schwarze Schürze, ihre Augen noch dazu. So, und die Männer, die hatten alle ihre blaue Schürze und ihre schwarze Mütze. Das war früher so in dieser Ecke hier gewesen. Jetzt wird es einschlafen, auch mit der Tracht und alles. Schade. Das war schön, die Tracht war schön und da ist ja noch, aber... Haben Sie noch die Tracht von der Mutter? Nee, ich habe alles weggegeben. Haben Sie weggegeben? Ich habe das alles weggegeben, ja. Ich dachte, bei uns zieht keiner was an. Ja. Was soll man denn das, wenn niemand nichts anzieht? Darf ich fragen, wohin haben Sie das denn gegeben? Also jetzt... Ich habe das so mal hier arbeiten, bei mir hat eine Arbeitskollegin gearbeitet, die war noch sorbisch. Ja, habe ich was gegeben und dann haben wir so ein bisschen... Meine Geschwister habe ich denen ein Andenken gegeben. Zu der Tracht, die Oma, das interessiert mich eigentlich. Und soll jeder rumrennen, wie er will. Die Sachen wissen. Wenn sie eben in so einem, also wenn sie eben sorbisch sind und die tun eben so eine Kleider tragen, dann sollen sie es machen. Hat jemand von euch da direkt angekommen, eine Beziehung zu, über die Verwandtschaft oder so? Meine Oma rennt so rum. Also ich denke mal, ja, das wenn halt ja in 10 Jahren oder so, wenn die Omas dann ja, also dann ist ja nicht mehr, also das macht keiner was weiter oder so. Würde ich auch sagen. Wenn dann also die ältere Generation jetzt also nicht mehr da ist, sozusagen, dann wird der sorbische Brauch auch wegfallen. Das sind ja bloß noch die Omis, die jetzt so sich kleiden.